Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Luffy auf Pelzig. Ja, bevor wir hier weitergehen, wo es ernsthaft tiefer in die Höhlerei geht, gehen wir erstmal so lang und kümmern uns natürlich erstmal um die Motte, die höchst gefährliche Mottenplage hier. Ja, durch unser Level Up in der letzten Episode sind wir auch hier etwas stärker geworden. Das Spiel bedient sich hier so ein klassisches System eigentlich, wie man das auch in Final Fantasy kennt. Und ist auch eins von den JRPGs, die total in der Tradition drinstehen. 10 Erfahrungspunkte, bis zum nächsten Level brauche ich 51. Ja, so läuft es halt, ne? Okay. Blobs könnte ich vorher noch erledigen. Und wir müssen hier natürlich unser ganzes Wissen anwenden, was wir im Tutorial gelernt haben. Im Prinzip haben wir doch wirklich die ganze grundlegende Sache gelernt, die wir dringend brauchen. Und ja, großartig mehr gibt es ja eigentlich nicht zur Sache. Ich darf sogar zuerst angreifen, weil ich den Waldpilz gut überrascht habe, aber One-Hitter kann ich das Biest leider noch nicht. Ich glaube, der hält 15 oder so aus. Gute Kraftwasser da noch gäbe, kann man immer gebrauchen. Gerade mal gucken, was hier ist. Da ist noch der Waldpilz und eine Truhe. An die Truhe wollen wir natürlich. Flucht gefunden. Damit können wir schnell aus dem Dungeon ab. Hin und wieder lohnt es sich aber, die Wände zu erkunden. Jetzt greift der mich an. Ah, ne, doch nicht. Ich habe gedacht, der hätte jetzt den Erstschlag. Okay. Zauberhammer kennen außer der Ursprung. Ja, wir müssen halt schon mal eine Attacke wagen. Und dann sollten wir uns in der nächsten Runde auf jeden Fall mal heilen. Ja, wobei, wenn die 3 bis 4 abziehen, sollte das machbar sein noch. Gut. Beim Überraschungsangriff hätte ich jetzt in die Hose geschissen. Nee. Ich gehe jetzt doch nicht hier auf Risiko, sondern mache hier wirklich nur mal sicher. So. Jetzt kann man den Pilz nämlich gebührend killen. Und unser MP seht ihr ja auch auf die Hälfte, weil unser MP beim letzten Level-Anstieg halt auch aufgestiegen sind. Und die regenerieren sich nicht mit beim Level. Gut, ich versuche natürlich auch bei den Dungeons immer so gut wie möglich... Moment, das müssen wir es so machen. Die R-Taste nicht vergessen, ne? So. Und joink, wenn es besonders eng wird, oder ihr gesagt, so wird's gelöst. So, bitteschön. Ja, ich versuche halt, wie gesagt, jede Truhe hier mitzunehmen und jedes Secret mitzunehmen. Aber ich kann wie immer nicht versprechen, dass es 100% wird. Das ist bei mir halt so. Es ist halt ein Let's Play und kein Walkthrough. So, Lebenssaft. Was sagt dann, ups, was sagt dann hier unser Info dazu? Ich weiß gar nicht, wie kriegen wir dann die Info dazu? Nee, so nicht, so auch nicht. War das mit L? Nee. Irgendwo kriegen wir eine Info dazu, weiß ich noch, aber wie? Ja, genau hier. Füllt KP vollständig auf. Okay. Ich glaube aber, der Lebenssaft war, was unser KP erhöht, oder? Genau, maximal KP steigt um 6. Lebenssaft ist nämlich Gesamt-KP steigernd. Ja, wie gesagt, durch Wände gehen lohnt sich hin und wieder auch einmal. Hier wird es auch so lustig durch so Transparenz dargestellt. Und hier erwartet uns ein Gegengift. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Manchmal gibt es halt so ein paar Eumel, die einen vergiften können. Und so lohnt sich so ein Item auf jeden Fall. So, One-Hitter können wir sie immer noch nicht. Aber 2 Waldpilze sind bisher so wirklich die toughste Gegner, die wir haben, zusammen mit 2 Motte vielleicht. Und die geben natürlich auch am meisten Erfahrungspunkte. Ich sollte auch wirklich jeden Kampf mitnehmen, den ich hier kriege. Weil wenn ich nicht fleißig trainiere, können manche Gegner sich da wirklich als ziemliche Ärscher entpuppen, die dann ziemlich stark sind. Deswegen, das wird ein relativ kampflastig, das Let's Play. So viel kann ich auf jeden Fall schon... Nein, schon mal versprechen. Ich habe immer Angst, wenn die mir in die Flanke fahren, die Viecher, dass die den Präventivschlag kriegen. So. Komm her, du Pilzerino. Aber es lohnt sich natürlich auch, wenn man mehr KP zur Verfügung hat. Ups, Flucht will ich nicht. Und ich werde mein Inventar auf jeden Fall immer schön sortieren. So, jetzt war ich mir nämlich sicher. Ich glaube, der war zum optionalen Bereich. War er das? Ich glaube schon. Ja. Der führt zum Bereich, wo wir später nochmal hier gehen müssen. Joink. Nee, doch nicht. Das war dann der andere Bereich. Warte mal, halte mal den Gaul an.
Wenn ich schon beim ersten Dungeon immer die Orientierung habe, ne? Super. Okay, 2 Motte. Oh, das reicht schon. Okay, die Motte sind doch nicht so stark wie gedacht. Die kann ich mittlerweile sogar One-Hitter. Ja, aber nur, wenn ich gut bin. Okay. Der Bereich, in den ich jetzt gegangen bin, das war der, in dem es offiziell weitergeht. Neues Level erreicht. Perfekt. Und bitte machen One-Hit-Wonder. Leider nicht. Die scheinen dann wirklich nur 14 auszuhalten, aber unsere Verteidigung hat sich jetzt auch gut erhöht. Mir steckt nur noch einer statt 2 Schade-Ei. Dann war das, was ich euch zeigen wollte eigentlich. Da müssen wir später hier gehen. Ihr seht ja hier so lustige Pflöcke. Mit unserem Pfeil können wir doch nicht viel ausrichten, aber wir kriegen später auf jeden Fall noch einen Gegenstand, mit dem wir hier weiterkommen können. Und nee, es ist nicht wie bei Secret of Mana die Peitsche, aber es ist im Prinzip ein ähnliches Prinzip. Das klingt auch blöd formuliert. Es ist ein ähnliches Prinzip, so rum. Okay. Aber wie gesagt, wir nehmen hier jeden Gegner mit, den wir kriegen können. Einfach nur, dass wir hier die Erfahrungspunkte mitnehmen. So, oder? Jawohl, hat sich ja erledigt. Am Anfang ist es noch ziemlich easy, aber von Dungeon zu Dungeon werden die Gegner halt auch immer etwas hartnäckiger. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall mitnehmen, was wir mitnehmen können. Ah, doch nicht. Die halten dann doch ein bisschen mehr als 15 aus. Aber sie ziehen bei weitem nämlich so viel ab wie vorher, wenn wir uns erinnern, mit 4 und 5, die sie abgezogen haben. Hätte ich mal das Dege gekauft, wäre ich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen besser mit unserem Arggriff. Aber ich möchte nicht unnötig Geld rausschmeißen. 16. Das heißt, wir können sie durchaus One-Hitter, wenn wir mal einen guten Schlag landen. So, dann war das, was in der optionale Bereich erstmal führt. Und hier haben wir jede Menge Gegner. Um die wir uns natürlich noch kümmern. So, Blobs machen nur noch Watts. Das heißt, die ziehen uns nichts mehr ab. Aber es gibt im Verlauf des Spiels natürlich auch mehrere Blobs, auf die wir stoßen. Ich versuche dann immer so zu schieben, dass wir auch möglichst keine Überraschungsangriff von Seiten der Gegner provozieren. Das heißt, dass wir wenigstens eine faire Kampfeseröffnung haben. Aber das reicht schon, um hier runterzukommen. Nichtsdestotrotz will ich mich auch mit den Biester hier auseinandersetzen. So, die ziehen jetzt auch nicht mehr so viel ab. Und selbst wenn die Pilzköpfe jetzt einen Präventivangriff haben, ist nicht so schlimm. Hat mal gucken, Lebensnektar füllt KP und MP teilweise wieder auf. 5 KP, ja, und ein bisschen was von der MP ist auch noch dabei gewesen. Okay, dann zeig mal, was kannst. Überraschungsangriff. Glücklicherweise nur einer. Ich hoffe, wir landen einen guten Schlag. Jawohl. Sehr schön. Gut. Also, runter mit uns. Und jetzt kommen wir hier in den Bereich rein. Das dürften die stärksten Gegner hier in der Höhle sein. Die Fledermaus. Die fliehen aber hin und wieder mal ganz gern, die Biester. Ja. Und dann gibt es natürlich keine Erfahrungspunkte für uns, wenn wir die Biester nicht im Kampf killen. Mistvieh. Ihr seht so, 0 Erfahrungspunkte und 0 Goldmünze. Hauptsache das Vieh hat Schade gerissen. Kraftsaft gefunden. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Steigert unser Angriffsstärke. Erhöht Stärke. +3. Das ist nicht verkehrt. Wir können aber auch nochmal Kraftwässer süffeln. Solange wir keine Zauber parat haben, müssen wir uns halt mit Items heilen. So, komm her, du. Gut, und ja, wir machen wesentlich mehr Schade. Trotzdem reicht es nicht, um die Biester zu One-Hitter. Komm schon. Das sind echt Sausäcke hier, die Viecher. Aber wenigstens verschwinden hier Gegnersymbole dann. Hier können wir die Brücke eröffnen und hier können wir runterkommen, dann sparen wir uns den Weg. Und hier sind noch Giftspinner. Zuerst den Waldpilz. Scheiße. Dafür hat es nicht gereicht. Und die Spinne machen auch ganz gut Schade. Die können auch hin und wieder mal vergiften, die Biester. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber mir hätte Gegengift für den Fall der Fälle. Ja, die ziehen mit den Fledermäuse auch noch ziemlich gut ab. Aber die hauen wenigstens dann ab, die Kreuzspinner. Ohne Gegengift hat es auch noch gedroppt. Warte mal, hier war irgendwo auch ein Weg, wo es weiterging. In den Geheimgang, genau. Dann gucken wir nämlich dort hier. Und da gibt es ein paar Truhe für uns. Zauberkrug gefunden. Perfekt.
Perfekt. Was macht dann das Ding? Ups, das war falscher Knopf. Füllt MP teilweise auf. Jetzt haben wir wieder volle MP. Ja, ich habe gedacht, das macht die MP, das erhöht die Gesamt-MP, aber war wohl nicht so. Und die Lederweste haben wir noch gefunden. Ja, geiler Scheiß, oder? Dann gehen wir natürlich erstmal in die Rüstung rein. Und Lederweste erhöht von 29 auf 32, hat das eine Zornesattacke noch. Diese Weste besteht aus hartem Leder. Besser als der Leinmantel, Kleidung aus einer speziellen Faser. Und was sagt er zum Obstmesser? Ein kleines Messer. Okay. Ja, Kapsel. Das steht uns noch nicht zur Verfügung. Ist eigentlich eine kleine, nette Idee, wie ich finde. Aber nichts Weltbewegendes. Aber ihr werdet es auch sehen. Ihr werdet es auch sehen. Gut, die Spinne ist ja nicht nochmal aufgetaucht. Jetzt gehen wir dort hier. Das füllt unser Lebensenergie wieder auf. Das füllt unser Mana auf. Und das Pentagramm lässt uns speichern. Jetzt kommt es nämlich zum ersten Bosskampf hier im Spiel. Ich werde den Schlüssel von dir nicht geben. Niemals! Ich liebe diese Bossmusik. Die ist so episch und fucking cool einfach nur. Echsenmann. Also diese Endboss-Musik ist echt unglaublich geil. Ich liebe die. Vermittelt dann einfach so ein richtig cooles Gefühl von Endkampf. So, diese Echsenmänner werden im Laufe des Spiels einfach nur stinknormale Gegner für uns sein, aber mittlerweile ist es halt so stark, dass es einen Bossgegner schon darstellt. Später im Spiel sind es wirklich nur stinknormale Popelgegner, die auch noch relativ aufdringlich vorkommen, also, ne? So toll sind die jetzt nicht, die Echsenmänner. Und so große Gefahr stellen sie jetzt auch nicht dar. So, 100 Erfahrungspunkte gibt da und 125 Gold. Wir haben unser Maximal KP um 9 gesteigert, unser Stärke um 4, Intelligenz um 2, unser MGA, weiß ich gar nicht, was es ist, um 108 brauchen wir bis zum nächsten. Jetzt ist er tot. Schlüsselerhalter, der gleichzeitig als Schaufel fungiert, wenn ich mal das Ding so angucke. Und wie hat denn der Echsenmann den Schlüssel stehlen können? So schlau ist er doch gar nicht gewesen. Vor allem, warum hat er ihn gestohlen? Er hat doch gar keinen Vorteil von dem Diebstahl gehabt. Unglaublich, so etwas ist noch nie zuvor passiert. Mysteriöse, grünhaarige Frau. Welcher der Grund wisse, Maxim? Wer bist denn du und woher kennst du meinen Namen? Ich kann die Zukunft sehen. Ich kenne deinen Namen und weiß ganz genau, warum du hier bist. Ja, wer bist denn du? Das ist nicht von Bedeutung. Willst du nicht lieber wissen, warum die Monster so stark sind? Ja, sag mal warum. Hast du die Rotlichtkugel vor ein paar Tagen gesehen? Ja. Alles, was bisher geschehen ist, kann auf das Licht zurückgeführt werden. Ich kann nicht glauben, dass eine Lichtkugel so viel Macht besitzen soll. Ich verstehe deinen Zweifel. Die Zeit hat angefangen, sich zu verändern. Selbst unscheinbare Dinge können für die Menschheit bald eine große Bedrohung werden. Warum erzählst du mir das alles? Weil du die Kraft hast, die Kraft, das Böse zu bekämpfen. Wer? Ich? Ja, du. Halte Molle Gaula. Ich kämpfe zwar ordentlich, aber so stark bin ich jetzt auch wieder nicht. Erzähl mir mehr über die Lichtkugel. Ist das ein dämonisches Wesen? Wenn ich es bekämpfen soll, dann muss ich doch wissen, mit wem oder was ich zu tun habe. Du bist nicht allein. In der Welt gibt es auch andere, die gegen die böse Mächte kämpfen können. Du bist dazu auserwählt, die Welt zu bereisen, die andere Kämpfer zu finden und das Böse zu bekämpfen. Ares, Kämpfer? Ja, denn als die Lichtkugel erschienen ist, war dein Schicksal besiegelt. Bringt die Lichtkugel tatsächlich Unglück über die Menschheit? Habe ich wirklich die Macht dazu? Ich kann dir nicht mehr erzählen. Es liegt ganz bei dir, ob du mir glaubst oder nicht. Du entscheidest, ob du die Reise antrittst. Warte mal. Mein Name ist Iris. Ich bin hier, um deine Zukunft zu sichern. Wir werden uns bald wieder treffen. Ja, das wird auch so wieder eintreffen, definitiv. Aber wir haben jetzt erstmal den Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt mal aus dem Kabuff hier rauskommen, aber vorher sollten wir nochmal uns komplett heilen und nochmal eine Runde speichern. So.
weiter geht's und raus aus dem Dungeon hier. Mit dem tollen Schlüssel können wir jetzt auch definitiv weiter noch Tarika, wie sie es uns gesagt haben. Die Monster dürfen allerdings noch hier sein. Jo, selbstverständlich. Und die Motte wollen unbedingt einen Kampf gegen uns starten. Alle hopp, dann mach mal. Ends ziehen sie uns noch ab. Leider noch nicht Watts, aber das kommt danach irgendwann. So, Della. Ja, wir haben sozusagen jetzt auf unserer Race ein paar optionale Sachen, wo Maxim einfach nur der freundliche Dorfbewohner hilft, und wir haben ein paar Sachen, die auch wirklich story-relevant sind. Ist eigentlich so ein klassisches Spiel über einen Abenteurer, der gute Taten bringt und der aber auch gleichzeitig seine epische Queste verfolgt. So, Della. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Dafür, dass wir immer noch das gammelige Obstmesser haben. Und wie bei Final Fantasy und bei Secret of Mana und andere Rollenspiele ist es halt auch so, immer wenn wir in eine andere Gegend kommen, können wir halt auch die aktuelle Ausrüstung dann einkaufen, und das kann teilweise ziemlich teuer sein, wie ihr vielleicht auch aus Secret of Mana in Erinnerung habt, wo ich wirklich heftig habe sparen müssen. Deswegen sollte man das selber auch hier machen. Wir sollten definitiv sparen, was wir können, und teilweise auch nicht jede Ausrüstung einkaufen, sondern das, was relativ notwendig ist. So, Della. Also nicht jeden Käse kaufen, man sollte mit seinem Geld hier irgendwann auch mal Haushalte lernen. So, Della. Nur dafür, dass wir hier ziemlich gammelige Argfanger haben, haben wir unsere Verteidigung hier dann doch relativ gut gesteigert, wie ich finde. Und unser Angriff sieht auch recht solide aus. Tada! Schlüssel benutzt. Jetzt können wir auch direkt weitergehen. Hier erwarten uns jetzt auch neue Gegner. Ein paar alte Gegner wie die Kreuzspinne sind natürlich auch noch hier. Es hätte mich jetzt sehr gefuchst, wenn das Vieh mich jetzt noch vergiftet hätte. Aber Gegengift droppen sie. So, da ist das nächste Dörfchen, und die nächste Höhle ist auch hier ziemlich in der Nähe. Tarika. Ach du liebe Zeit. Was geht denn da ab? Boah, das Erdbeben war aber enorm. Das habe ich mitgekriegt, ja. Willkommen in meinem zauberhaften Zauberladen. Ja, stark holen wir uns auf jeden Fall mal. Funke kann er nicht lernen, das ist ein Feuerzauber. Tropfen ist Wasserzauber, glaube ich, ne? Kleine Wassertröppler fallen auf die Gegner, ja. Aber Maxim sollte sich sowieso nicht mit Zauber eindecken, weil es dafür definitiv bessere Charaktere gibt. Aber stark möchte ich auf jeden Fall kaufen, damit der gute Mann definitiv auch einen Heilzauber parat hat. Ich kann dir Geheimnisse von der Schlacht erzählen. Nee, lass mal komm wieder, wenn du etwas wissen willst. Hallo, was wird dann? Holen wir nochmal. Wir haben in unserem Besitz 7 Stück. Wir erhöhen auf 3. Aufwecken, ja, lassen wir erstmal sein. Degen, Kampfmesser. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Dolch ist sogar noch besser. Benutzt es im Kampf. Das hat sogar einen Zornpunkt. Zorn ist Attacke, Donnerschlag. 1,5 mal stärker als die normale Attacke. Wirksam gegen Gegner, die Angst vor Gewitter haben. Der Degen hat leider nichts. Der Dolch hat leider auch eine Zornesattacke. Peitsche. Ihr könnt euch denken, dass da noch ein anderer Charakter dazu kommt. Ah, scheiße, da haben wir jetzt 4 zu wenig. Warte mal. Wir verkäfen gerade mal den Leinemantel. Da können wir uns nämlich auch so ein gierige Dolch leichter. Wir können uns dann so ein gierige Dolch leichter. Halter, Falter. Dolch leichter. So rum. Wenn man nicht mal seinen eigenen Dialekt mehr parat hat. Kleid kann er auch nicht anziehen. Leinemantel ist Quatsch. Lederweste haben wir schon gefunden. Minirock und Pudelmütze kann er auch nicht aufziehen, aber die Mütze kann er aufziehen. Und das Tablett könnt ihr tragen. Müssen wir halt ein paar Abstriche machen. Das Obstmesser können wir auch verkaufen, ist kein Ding. Einfach nur, dass wir unser Zeug parat haben, dass wir unser Gegenstände haben. Und dass wir unsere Klee ein bisschen aufgemotzt haben zumindest. Mein Opa behauptet, dass ein großer böser Fisch die Erdbeben verursacht. Mein Opa ist sehr, sehr schlau. Der alte Mann spinnt. Er sagt, ein großer Fisch wird die Erdbebe auslösen. So ein Quatsch. Ich glaube, die Erdbebe wurden von einem Riese ausgelöst. Der Riese ist wütend, stampft auf der Botte und die Erde bebt. Klingt doch logisch, oder? Aha. Hast du gewusst, dass ein großer Fisch die Erdbebe verursacht? Kann sich über rumzusprechen, das Ganze. Was mit dir? Ups.
Na, das ist die Seehöhle, da sollen große Fische leben. Der alte Mann erzählt den Kindern, dass der große Fisch in der Seehöhle die Erdbeben verursacht. Die Kinder fangen an, ihm sein Märchen zu glauben. Die Erwachsenen offenbar nicht, die glauben dann an solche Riesentheorien, wie es aussieht. Entschuldigung. Ich habe seit Ewigkeiten nämlich gepennt. Die Erdbeber. Jeden Tag, das kann ein ganz schön schlaucher. Ich bin so müde, ich muss mich kurz hinlecken. Aller Hopf, mach das mal. Da ist anscheinend der tolle Teelader, wo es den köstlichen Tee gibt. Hey Maxim, ich habe nicht gewusst, dass du in Tarika bist. Das scheint wohl die Nettie zu sein. Hier gibt's gute Tee. Tee ist gut für die Gesundheit und verleiht neue Kräfte. Aller Hopf, guck mal da mal rein. Grüner Tee, wohlschmeckender Tee, der auf der ganzen Welt beliebt ist. Birnensaft, ja, da können wir dann auch sehen, dass es halt auch im Kampf ein bisschen was bringt, das Zeug. Aber das lassen wir mal sein. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Das ist derzeit Humus, den wir nicht brauchen. In der Seehöhle ist ein Fisch, der die Erdbeben verursacht. Keiner will man nicht glauben. Ja, schauen wir doch mal. Wir probieren mal die These zu verifizieren. Aber zuallererst gehen wir mal speichern. Und da unser 20 Minuten auch vorbei sind, ihr liebe Leute, würde ich sagen, wir sehen uns natürlich immer mal wieder zur Let's Play Lufia auf Pelzig, wo wir mal gucken, was es mit der Seehöhle und mit dem Erdbebenfisch auf sich hat. Also machen's gut und bis immer mal dann. Ayan Yankee.